Seid gegrüßt zu dieser Kahoot-Ausgabe, die sehr, sehr adelig ist. Heute ist der klassische Stream und darum spielen wir auch ein klassisches Kahoot, wie ihr schon im Hintergrund gehört. Ich tue jetzt euch den Code teilen, damit ihr das anschauen könnt. Es sind Fragen aus aller Welt. Es sind Fragen über das römische Kaiserreich. Es sind sehr schwierige Fragen, aber mit unserem Wissen von der Geschichte ist es natürlich machbar. Liveband, ein bisschen leisiger, genau so. Super. Ich würde sagen, wir tun doch direkt losstürmen. Stell dir vor, es ist der echte Ueli, ja moin. Also, Karl der Große, mein Kollege, erhielt als erster europäischer Herrscher seit der Antike die Kaiserwürde. Wann? Ja, Chat, wisst ihr das nicht? Ist es 1814, 778, 910 oder 800? Man weiß es nicht. Ich nehme echt mal irgendetwas. Okay, ich habe es falsch. Aber es war ein erstes Einwärmen. Okay, wir machen weiter. Wir haben hier Fürst Shadow, Kaiserin Elisku, Hofdame Svetlana, King Atseke und der Fürst Maelius I. Wir machen weiter. Die Epoche des Mittelalters wird in 3 Zeitabschnitten untergliedert. Welche ist das? Frühmittelalter, Hochmittelalter, Spätmittelalter, Frühmittelalter, Spätmittelalter, Neuzeit, Frühmittelalter, Mittelalter, Spätmittelalter, Hochmittelalter, Spätmittelalter, Neuzeit. Das ist natürlich eine gute Frage und ich hoffe, ich habe sie richtig. Fürst Elia hat so seine Schwierigkeiten. Er hat auf der Hochschule bei seinem Lehrmeister nicht gut aufgepasst. Ja, aber 11 Leute haben es richtig gewusst, nicht schlecht. Pestepidemien suchen Europa im Mittelalter mehrmals heim. Doch wann war die große Pest? 1245, viel zu laut. Regie, Band, Orchester weniger. 11.000. Ja, lesen es selber, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Hier denn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht Hochschule, sondern Hofschule. Genau, Adrian, du hast recht. Boah, ey, ich bin so nicht gut. Keine Ahnung, 1348, okay, gut. Okay, wir machen weiter. Im Spätmittelalter revolutionierte Johannes Gutenberg den Buchdruck. Wann genau? Ja, Jahreszahlen sind schon immer meine Spezialität gewesen. Ich weiss es nicht. Ist es 1450, ist es 1466, ist es 1492 oder 1517? Meine Gesandten, was meint ihr? Ich bin ja ehrlich gesagt... Oh! Ein Lucky Guess! Jahreszahlen einfach raten. Genau, Aluger. Sie sehen das korrekt, mein Herr. Was ein Schabernack. Ja, also das ist mir jetzt schon nicht hat mir nicht in meine Schuhe gepasst. Welcher Prozess ist die Hauptursache für den Zerfall des Weströmischen Reiches? Bürgerkriege innerhalb des Römischen Reiches, die Völkerwanderung, die Expansion des Mongolischen Reiches, Krankheiten und Hunger in der römischen Armee. Das ist doch selbstverständlich, meine Genossen. Das wisst ihr. Wir sind dann dabei beim Zerfall vom Römischen Reich. Ah, sogar 2 Sachen sind richtig, okay. Ja, Bürgerkriege innerhalb des Römischen Reichs. Ein Kollege von mir, der Marcus Aurelius Augustus Nileitsch, der war ein Kamerad in der römischen Armee und hat es leider nicht überlebt. Banana Rapper. Ich weiss jetzt, wenn man zeitlich und räumlich von europäisch... Hä? Ich weiß, wann man zeitlich und räumlich vom europäischen Mittelalter spricht. Was ist das? Was ist das für eine Frage? Hä, was ist das für eine Frage? Ah, ein geschenkter Punkt, meine Genossen, als Geste von mir für euch. Für das Ende des Mittelalters führen Historiker unterschiedliche Ereignisse an. Zum Beispiel Ludwig XVI. Wird König Frankreichs, Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Martin Luther schlägt seine 95 Thesen an, Kolumbus entdeckt Amerika. Man könnte ja schon ein bisschen
aufs Bild schauen, um zu erahnen, was es könnte sein, wenn es kein Trick ist. Für die 5 Heads, nein, excuse. Wir brauchen keine Anglizismen. Für die 5 Köpfe, die gewusst haben, die aufs Bild haben geschaut, die wissen es natürlich, Kolumbus entdeckt Amerika. Man hätte nur auf das Bild müssen schauen. Und natürlich, oder man hat noch 2 andere richtig gehabt. Also die Leute, die rot gedrückt haben, die tun mir leid. Wie heisst das Reich, in dem das heutige Deutschland liegt, im Mittelalter? Ab ca. 1000 nach Christus. Heiliges Römisches Reich deutscher Nationen. Das ist Hemet, Chat. Bayern, Deutsches Kaiserreich, Heiliges Reich römischer Nationen. Hemet. Egal was es ist Hemet. Ich sag nichts. Fuck. Excuse. Keine Schimpfwörter heute. So ein Schwachsinn. Schabernack wird hier getrieben. So, der Untergang welches Reiches leitet den Übergang von der Antike zum Mittelalter ein? Ja, natürlich. Ich bin direkt hinter dem edlen Fürst Elia. Ja, sehr gut. Keine Ahnung. Von der Antike zum Mittelalter ein. Ja, das ist doch ganz klar. Werter Chat. Das ist doch ganz klar, oder? Genau, natürlich des Weströmischen Reiches. Nein, aber das... Schaut aufs Bild. Genau, erstens das. Und zweitens, ihr wisst doch, zuerst Römisches Reich, dann Mittelalter. Ganz, ganz offensichtlich. Wir schauen weiter. Two-Head, 2 Köpfe bitte Milo hier im Chat. Welche Königreiche entstehen im Mittelalter, die als Vorgänger heutiger Nationalstaaten gelten? Belgien und Italien, Portugal und Polen, Deutschland und Niederlande, England und Frankreich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Verdammt. England und Frankreich, ich denke, es ist Deutschland und Niederlande. Wir schauen weiter. Der Elite-School auf dem ersten Platz, der Sir Noe, der Kaiser Dömu, WW der 12. und King Adrian Rohrbach auf dem 5. Seit 1898 ist erforscht, welches Tier die Beulenpest überträgt. Wer ist es? Die Zecke, die Ratte, der Floh, die Mücke. Werter Chat, da appelliere ich an euer Wissen. Das wisst ihr. Hä? Was? Ein Schabernack wird hier getrieben? Aber nein, jetzt ernsthaft. Was? Der Floh? Wer hätte es gewusst? Alex sicher. Alex, der Fivehead. Es ist der Flo, der in Ratten wohnt. Alex, der Fünfkopf. Alex ist der Fünfkopf. Welche Epoche folgt laut Historikern auf das Mittelalter? Die Moderne, die Demokratie, die Neuzeit, gar keine mehr. Das ist eine sehr gute Frage, wertes Kahoot. Reiche Habt die fest da. Natürlich, selbstverständlich. Fünfkopf. Die Neuzeit. 17 Leute sind ebenfalls 5 Kopf. Sehr, sehr schön. In welchen Worten rief Papst Urban? Der war voll urban. Der zweite auf der Synode von Clermont zum ersten Kreuzzug auf. Gott will es, Gott befiehlt es euch, bringt Wein mit. Weird Champ. Gott ruft euch. Ich bin verloren, werte Herren und Damen. Gott will es. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, Gott ruft euch. Welches Königreich regierte Karl der Große von 768 bis 1814? Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nationen, Frankreich. Frankreich, zweimal Frankreich. Zweimal Frankreich, okay. Natürlich ist es... Frankenreich und Frankreich. Ich entschuldige das kleine Eklat. Lesen, nicht meine Stärke, nein. Sprachenlernen, Bubble. Nein, also habe ich nicht davon abgehalten, das richtig zu sagen. Hallo, Chat, hallo. Nein, ist natürlich da schnell zum zeigen, wie sehr das der Chat ausrastet. Zum Kotzen, ja, komm, ganz ehrlich, komm, also ja. Zweite letzte Frage. Der erste Kreuzzug endete
Mit der Eroberung, welche Stadt? Kann man das hier ablesen? Ja, man kann es ablesen natürlich. Nicht lesen, wissen, Chat. Ihr macht das gut. Ihr macht das gut. Das ist natürlich heilige Stadt, Jerusalem, oder? Habt ihr alle gewusst, der 5 Köpfe? King Ro auf dem 4., WW der 12. auf dem 1., Noah, Elisku und Dömo auf dem 5. Also ich bin auf dem 11., das wird wahrscheinlich nicht mehr. Letzte Frage. Oh ne, welchen Zeitraum geben die Historiker allgemein für die Epoche des Mittelalters an? Ich lasse mich leiten. Das ist natürlich 5 bis 15 Jahre nach Christus. So, jetzt kommen wir zur Gewinnerbekanntgabe. Achtung, Achtung! Elisku! Sir Elisku auf dem 3., der King Noe und jetzt, Achtung! WW der 12. auf dem 1. Clap. An dieser Stelle der King Adrian Rohrbach und der Ritter Dömu auf dem 5. Ein adeliges Clap, Chat. Ein adeliges Clap. Adeliges Clap. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Orchester. Mittelaltermusik. Ja, merci für mal, habt ihr das adelige Kahoot mitgemacht. Es hat mich sehr, sehr gefreut, habt ihr mitgemacht. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr bei dieser Folge dabei seid. Es hat sich herausgestellt, dass ich nicht so einen 5-Kopf bin wie angedenkt, aber das ist gar kein Problem, weil das kann auch mal vorkommen. Werte Herren und Damen, seid gegrüßt, bis in einem nächsten Livestream. Tschüss.